Hallo zusammen, du bist der Klitus von Crown Crew. Hoffe, es geht noch gut. Hoffe, freut noch aufs Weekend. Und hoffe, ihr wohnt nicht unbedingt neben einer Turnhalle, wo im Moment eine richtig dicke Guggenmusikparty ist. Und habt selber kein Interesse am Zeug. Weil, ja, gestern oben, heute und morgen oben, durch das ich neben der Turnhalle wohne, wird es aber recht laut so, bis in die frühen Morgenstunden. Aber zum Glück ist das kein Problem, weil auf das kann man sich einstellen, die Sache mal ein bisschen länger oder keine Ahnung. Und ich finde es noch gut, in dem Dörfli, wo ich wohne, ist nicht unbedingt wahnsinnig viel los und unterstütze ich das auf jeden Fall, wenn mal ein bisschen etwas organisiert wird und so. Weil, ja, ich weiss doch auch nicht, wenn du selber in den Ausgang gehst und dann jetzt irgendwelche Huren stinken, die sich ständig beklagen über die Jugend und über Partys und dass sie Ruhe wollen und die ganze Scheiße halt. Habe ich mir jetzt gedacht und denke mir eigentlich immer noch, Mann, ich will echt nie einer von denen werden. Und darum stößt das Event hier absolut auf Akzeptanz. Was auch sehr auf Akzeptanz stößt, ist unser neues Logo. Ich glaube, das darf man durchaus so nennen. Der One Shot Digital, sein YouTube-Kanal ist natürlich in Beschreibung und er ist auch bei Crown Crew dabei, und zwar auf dem PC. Dort heisst der B-Promi. Er hat sich dort mal etwas ausgedacht und ich muss sagen, ganz geil. Wirklich ganz geil. Trepid und ich haben das länger auch ein bisschen analysiert und so, weil gerade der Trepid hat grafisch eigentlich so, was die Überlegungen bedarf und so, auch recht im Griff. Und wie da gewisse, keine Ahnung, Dimensionen müssen sein und all das. Ich bin einfach einer, der mit dem Auge abcheckt und es ihm gefällt, dann gefällt es ihm. Darum habe ich sie Rad auch noch hinzugeholt und wirklich super, Mann. Crown Crew, es sind die 2 Cs drin, es sind das Krönchen dort. Was will man mehr? Es ist simpel, es ist nicht irgendwie 1000-farbig, damit man es nur mit riesen Kosten irgendwann machen, nicht mehr draufdrücken, wenn man das will oder so, sondern es ist, wie gesagt, simpel, aussagekräftig und darum wirklich big up. Hier ganz schöne Arbeit geleistet hier, gefallen mir ausgezeichnet, habe es auch schon platziert auf YouTube. Und ihr werdet es auch in den Videos finden. In den letzten Bar habe ich es auch schon drin, habe ein bisschen experimentiert mit der Location und auch mit der Transparenz. Und es wird jetzt eigentlich so sein, dass es ein bisschen in kleinerer Form als bisher oben rechts im Ecke wird sein, und zwar mit 50% Transparenz. Und dann wird es nichts verdecken, was wichtig wäre. Und wenn das Game mal absolut oben rechts die allerwichtigsten Informationen platzieren will, kommt es dann nicht mehr anders her. Ich denke einfach nur, es ist noch nett, wenn das Video jederzeit als Crown Crew Video erkannt werden kann. Das zu dem. Weiter geht's mit dem Black Ops. Ich habe angekündigt, dass ich Black Ops übers Weekend wieder zocken, weil es doppelte Erfahrungspunkte gibt. Und eben auf Facebook hat man noch irgendwie abstimmen und dort ist jetzt gewotet worden, dass eben 24x7 Firing Range gespielt kann werden, so wie früher aber Nuketown. Ich finde es ganz geil, weil Nuketown ist mir aber so nach dem 10. Mal hintereinander, der ist auch ein bisschen auf die Eier gegangen, und Firing Range ist dort eigentlich, ja, von der Grösse her und auch vom Aufbau wirklich ganz eine gute Sache. Sehr erfreulich, und da habe ich mich natürlich so früh wie möglich gerade ins Black Ops gestürzt und habe am Mittag gerade mal 2 Runden Free-for-All gespielt und ja, hoppla, es ist schon ein bisschen etwas anderes als das MW3 natürlich. Ich meine, das Black Ops habe ich relativ gut gekannt, aber man vergisst aber auch wieder, wenn man eher so intensiv ein anderes Game zockt, wie es eigentlich wirklich war. Ich habe gerade mal die Empfindlichkeit, ja, im MW3 spiele ich auf 4 und im Black Ops habe ich so 5 gehabt, also jetzt mal auf 6 hier. Mal schauen, wo sich das hier einpendelt. Weiter rauf gehe ich auch nicht mehr. Aber ja, das war mal ein Unterschied zum ersten. Dann die ganze Bewegung und alles, und man kann endlich wieder Dolphin diven, man Hechtsprünge machen. Das ist einfach wirklich richtig geil. Und ich finde es alles in allem ein runderes Spiel als das MW3. Runder, die sich unter dem nicht viel vorstellen können, ist halt einfach, es ist, ich weiss nicht, es hat weniger Ecken und Kanten, aha, drum runter. Nein, es ist halt einfach in sich abgeschlossener. Ich finde, es ist weniger ein Flickwerk, wie das MW3 das scheint zu sein, wo man etwas genommen vom Alten und wieder etwas Neues drauf und wieder ein patchen. Und klar haben sie im Black Ops auch einiges korrigiert, was ich auch sehr gut finde. Ich weiss nicht. Hat mir ausserordentlich gut gefallen, das wieder mal zu spielen. Was mir weniger gefallen hat in diesen 2 Free-for-All-Games,
hey, willst du mich verarschen? Also, ein übelst Campen. Und sicherlich so dran, dass für Nukes das jetzt scheint so spielen, aber ja, hat mich schon fast an MW3 erinnert. Was ein bisschen schade ist. Und ja, jetzt vorhin schnell Crown All-Star, der Toxic, der Arctic, der WhatsApp. Sind wir hier schnell zusammen am Zocken gewesen, in Search and Destroy. Und zwischendurch ist es nicht schlecht gelaufen für mich. Zwischendurch habe ich gottlos versagt, wie noch ab und zu im Search and Destroy. Ja, ist auf jeden Fall interessant gewesen. Ich habe einen riesen Respekt vor denen, die im Search and Destroy einfach wirklich gut sind, ohne dass sie Huren rumcampen und so. Und irgendwie hat man sich dann entschieden, noch schnell ein Domination zu machen. Und das ist das, was ihr jetzt hier seht. Und ja, das Teil hat gelegt wie eine Sau hier. So etwas habe ich selten im Black Ops erlebt. Es ist wirklich himmeltraurig gelaufen. Und die der Host war, oder der Host war, hat absolut profitieren in meinen Augen. Und auch im gegnerischen Team hat zwei richtig durchdrehen mit Hung und Yui und Chopper Gunner und das ganze Programm. Wenn sie es sich ehrlich gespielt haben, ist es absolut vergönnt. Und wenn sie irgendjemand verkackt haben, naja, schwul, man kennt's. Ja, anyway, das wär's auch schon gewesen. Also, ihr könnt über das Weekend schon noch mit dem einen oder anderen Black Ops Gameplay rechnen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Und wer Fasnacht liebt und geht Party machen, viel Vergnügen!